Ja, himmlischer Vater, groß ist dein Name, Herr, wir preisen dich. Danke für das Vorprogramm, für alle Informationen. Danke, dass wir als Gemeinde hier zusammenkommen dürfen. Danke für diesen wunderschönen Tag, diesen Gottesdienst und dass wir in Demut bitten dürfen, o Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. In Jesu Namen und um Jesu Willen. Amen. Einer der ersten Märtyrer der Kirchengeschichte, das war Polycarp von Smyrna, ein Kirchenvater. Er lebte 69 nach Christus bis 155 nach Christus. Und als die Römer ihn gefangen nahmen, da lesen wir unter anderem seine Reaktionen. Der Wille Gottes geschehe, sagte er. Als er von ihrer Anwesenheit hörte, also von denen, die ihn gefangen nehmen wollten, stieg er hinab und sprach mit ihnen. Sie aber waren betroffen über sein hohes Alter, 86 Jahre. Sie waren betroffen über seine Ruhe und darüber, dass sie sich eine solche Mühe gegeben hatten, einen so alten Mann aufzugreifen. Sofort gab er Auftrag, ihnen zur selben Stunde Speise und Trank vorzusetzen, so viel sie wollten. Er bat sie aber auch, ihm noch eine Stunde zu ungestörtem Gebet zu gewähren. Als sie ihm diese zugestanden, betete er stehend, voll der Gnade Gottes so, dass er 2 Stunden lang nicht fertig werden konnte und dass die Häscher staunten, mehrere es auch bereuten, gegen einen so gottgefälligen Greis ausgezogen zu sein. Später stand er vor dem Prokonsul im Verhör und dieser sagte, schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo. Da entgegnete Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? Dann lass ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst. Darauf Polycarp, du drohst mir mit einem Feuer, das nur 1 Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichtes und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hol herbei, was dir gefällt. Sofort nun wurde das Material, das für den Scheiterhaufen zubereitet war, um ihn herumgelegt. Als man ihn auch annageln wollte, sagte er, lasst mich so. Denn der mir verliehen hat, den Feuertod geduldig zu leiden, wird mir auch die Kraft geben, ohne die durch eure Nägel gebotene Sicherheit unbeweglich auf dem Scheiterhaufen auszuharren. Als er das Amen ausgesprochen und sein Gebet vollendet hatte, zündeten die Hetzer das Feuer an. Mächtig loderte die Flamme empor. Da schauten wir, denen diese Gnade gegeben war, denen es auch vorbehalten war, das Geschehene den anderen zu verkündigen, ein Wunder. Denn das Feuer wölbte sich wie ein vom Wind geschwelltes Segel und umwallte so den Leib des Märtyrers. Als endlich die Gottlosen sahen, dass sein Leib vom Feuer nicht könne verzehrt werden, befahlen sie dem Konfektor hinzuzutreten und ihm den Dolch in die Brust zu stoßen. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus und Silas in einer ganz ähnlichen Situation waren. Verhaftet, unschuldig angeklagt, misshandelt, in das innerste Gefängnis gesteckt, ihre Füße in einen Block oder in einen Stock. Das war für sich schon eine Qual. Und in dieser Situation konnten sie, wie Polycarp, nicht nur ausharren, nein, sie konnten loben, beten, preisen und singen. Die Frage stellt sich mir,
Wie ist das möglich? Angesichts solch einem Leid. Wie ist das möglich, in so einer Lage überwinden zu können und mitten in der Nacht, um Mitternacht, im Block gefesselt zu singen und zu beten? Ich möchte versuchen, 3 Antworten zu geben, die mir gekommen sind. Erstens, ich denke, das ist nur möglich durch eine lebendige Hoffnung. Und das muss eine Hoffnung sein, die nicht nur ein Hoffen ausdrückt, sondern eine Hoffnung, die durchdringt, die das Diesseitige durchdringt und ins Jenseits hineinstößt, die die Dimensionen überwindet. Das muss eine Hoffnung sein, die von der Gegenwart Gottes überzeugt ist, vom Jenseits genauso überzeugt ist wie vom Diesseits. Und da muss man eine persönliche Beziehung zu dem haben, der dieses Jenseits ausmacht. Nur dann, glaube ich, ist es möglich, dass man sich so verhalten kann in einer so großen Not. Zweitens, das alles geschah ja um Mitternacht. Mitternacht ist ja, ich denke, man kann das mal so sagen, die dunkelste Stunde des Tages. Und damit will Gott uns vielleicht eine Botschaft verkündigen. Also in der dunkelsten Stunde, sagen wir mal so, ihres Lebens, ihrer Lebensphase bis dahin, um Mitternacht, da singen die und beten. Einmal bedeutet das für uns, dass Gott auch in der dunkelsten Stunde bei uns ist. Und wir brauchen nicht verzagen. Und selbst wenn wir keine Freude mehr verspüren, haben wir eigentlich keinen Grund, uns nicht zu freuen, weil Gott unser Herr ist. Die Bibel sagt es, ich habe es mir auch ausgedruckt, nach einer anderen Übersetzung: Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch, Gott, allezeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Ich las gerade von einem Mann, von einem Selbstständigen, der hatte 700 Mitarbeiter, überzeugter Christ. Der hat sich sozial bemüht, der hat extra in seiner großen Firma Menschen angestellt, die nirgends mehr angestellt wurden. Sozial engagiert, die aus dem Gefängnis kamen oder die keinen richtigen Berufsabschluss hatten oder Schulausbildung und schwer erziehbar waren und so weiter und so fort. Und plötzlich geht der Mann pleite. 700 Angestellte auf der Straße. Wir können uns nicht vorstellen, was der Mann durchgemacht hat. Und er konnte nur sagen, nur mit Jesus. Ich traute mich kaum noch durch unser Dorf zu gehen. Alle schauten auf mich. Nur mit Jesus konnte ich das überwinden. Es geht auch Christen so. Gott ist aber da. C.S. Lewis hat gesagt, auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht. Oder, wenn du im Leben das Gefühl hast, unterzugehen, denk dran, dein Erlöser kann übers Wasser gehen. Und das merkt man vielleicht mitten in der Nacht. Dann erinnert mich Mitternachtsruf natürlich auch an die dunkelste Stunde der Weltgeschichte. Wir rücken dieser Stunde näher. Wenn man schaut, was im Nahen Osten los ist, ja, was sich in Ägypten getan hat in den letzten Jahren, was in Syrien los ist, was in der Ukraine, in Russland los ist, was technologisch geht, überwachungsmäßig und so weiter, man hat den Eindruck, wir rücken Mitternacht näher. Aber Gott wird in seiner Weisheit und Kraft diese Mitternachtsstunde gebrauchen, um die Welt zu erschüttern
um dann Türen, neue Türen aufzusprengen und neues Leben zu schenken, wie hier bei diesem Mann. Das sagt ja die Bibel im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 26, 27. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Gott erschüttert manchmal unser Leben, er erschüttert Menschen, damit sie auf ein Fundament gestellt werden, das unerschütterlich ist. Gott hat das Leben dieses Gefängniswärters dermaßen erschüttert, also nicht nur das Gefängnis und die Umgebung, sondern das ganze Lebensfundament dieses Mannes so erschüttert, damit er ihn auf ein unerschütterliches Fundament stellen konnte. Gott verfolgt mit allem immer ein Ziel. Dann als dritte Antwort, und das sehe ich auch in dieser ganzen Geschichte, wenn man sie zusammenfasst, Leid hat eben immer einen Sinn. Es hat immer irgendeinen Sinn. Manchmal erfahren wir das nicht mehr hier auf dieser Erde, manche erfahren es wohl, die sagen, wenn ich nicht durch diese Krisenzeit gegangen wäre, dann hätte ich nie zu Gott gefunden, nie zu Jesus gefunden, dann hätte ich mich nie neu besonnen. Manche erfahren es aber auch erst in der Ewigkeit. Es hat irgendeinen Sinn gehabt. Hier auch. Die beiden singen mitten in der Nacht, plötzlich da das Erdbeben. Die Türen taten sich auf, die Gefängnistüren taten sich auf. Und eine ganze Familie, eben dieser Gefängniswärter mit seinem ganzen Haus, die kommen alle zum Glauben und lassen sich taufen. Es hatte also einen Sinn, ja? Ich habe gerade, als ich mich vorbereitete für dieses Thema, da kam mir eine Idea Spektrum in die Hand, christliches Nachrichtenmagazin, auf der letzten Seite unter Porträt mit dem Titel Ein sinnloser Tod. Ich hatte mich schon mal vor längerer Zeit mit diesem jungen Mann beschäftigt und ganz interessante Geschichte. Und jetzt schreibt, und ich lese das bitte, erlauben Sie mir das auch einfach nochmal vorzulesen, weil es so gewaltig. Da heißt es, vor einem Jahr starb in Halle Paul Bessler. Der 24-jährige Student ist Goldmedaillengewinner und Weltmeister im Drachenbootfahren gewesen. Bis er Mitte 2012 die Diagnose erhielt, Gehirntumor. Im Januar 2013 erklärten ihm nach zahlreichen Operationen die Neurochirurgen in der Universitätsklinik in Halle, dass er noch etwa 3 Tage zu leben habe. Seine betreuende Ärztin erzählte dem völlig verzweifelten Sportler vom christlichen Glauben, durch den sie als Pietistin Sinn und Halt in allen Nöten finde. Paul wollte bis dahin nie etwas von Gott wissen. Und nun fragt und fragt er, kann ich als Atheist auch beten? Wie macht man das überhaupt? Sie redeten gemeinsam mit Gott wieder und wieder. Am 18. Juli 2013 geht es Paul so sehr schlecht. Trotzdem will er sich unbedingt noch taufen lassen. Die Ärztin ruft den Prior des evangelischen Klosters Petersberg nach Halle und Bruder Johannes Wohlgemuth tauft Paul auf der Intensivstation des Uniklinikums mit Wasser aus einer Nierenschale. Die Nachricht verbreitet sich im ganzen Uniklinikum. So etwas gab es dort noch nie. Es ist der Höhepunkt von Pauls Leben. Nun wird er zum Sterben nach Hause gebracht. Seine Eltern bittet er, ihm fortwährend aus der Bibel vorzulesen. Sie hatten dieses Buch zuvor nie aufgeschlagen. Per SMS lädt Paul Freunde, Verwandte, Sportkameraden hintereinander an sein Sterbebett ein. Obwohl fast alle Atheisten sind, betet er mit ihnen. Alle hören von ihm. Weint nicht, ich werde im Himmel mit offenen Armen empfangen. Am 31. Juli stirbt Paul in den Armen seiner Eltern.
Zu seiner Beerdigung kommen auch zahlreiche Sportler, Mitarbeiter der Uniklinik und andere. Sie sind alle berührt von der Art, wie Paul mit Sterben und Tod umgeht. Ein Jahr später, am 13. Juli, also letzten Sonntag, Pauls Eltern Frank und Renate Bessler werden im Kloster Petersberg in einer bewegenden Feier von Prior Wohlgemuth wie Paul getauft. Ein sinnloser Tod? Durch Pauls Zeugnis haben seine Schwester und seine Eltern den Sinn ihres Lebens gefunden. Sie sind Christen geworden. An der Uniklinik gibt es seitdem einen Gebetskreis. Sportkameraden von Pauls Kanu-Club besuchen inzwischen Glaubenskurse. Eine Gruppe der Internationalen Vereinigung christlicher Geschäftsleute bildet sich in Halle. Alles durch Menschen, die von Pauls Weg bewegt sind. Über seinen Tod und die Folgen berichtet das MDR-Fernsehen, Bibel TV, Zeitungen und zuallererst IDEA. Hunderttausende hören oder lasen, dass man mit Christus in Frieden sterben kann. Ein sinnloser Tod. Bei Gott gibt es nie etwas Sinnloses. Das ist interessant, wir haben ja eine DVD gemacht über diesen Titel Himmel, da will ich hin. Und da haben wir ein bisschen so diese Geschichte damals auch aufgegriffen von diesem Paul, der immer wieder gesagt hat und alle tröstete, ich gehe doch in die Herrlichkeit. Was mich beeindruckt hier in dieser Geschichte rund um dieses Lied um Mitternacht, das ist ganz einfach die Macht Gottes. Oder sagen wir es so, was Gott zu tun vermag, das fasziniert mich. In wenigen Augenblicken, es kommen ja 2, 3 Kontraste, ganz starke Kontraste hier in diesem Schreiben vor, in diesem Bibelabschnitt. Der eine Kontrast, den lese ich Ihnen vor, 16, 23 bis 24. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, Hoffnung für alle, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zuverlässig ihre Füße in einen Holzblock ein. Bah. Und jetzt, wenige Momente später, 33 bis 34. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen mit all den Seinen sogleich, und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Derselbe Mann. Ist das zu fassen? Kann es sowas überhaupt geben? Wo gibt es in der Kirchengeschichte, wo gibt es in der Weltgeschichte, so besser gesagt, ähnliche Beispiele? Der Herr schafft in Minuten etwas, was Psychologen manchmal oder Psychiater manchmal nach Jahren aufgeben müssen. Eine totale Veränderung. Da ist also ein brutaler Gefängniswärter, der kennt die Qualen anderer, der ist das gewohnt, vielleicht hat er sogar Gefallen daran. Er hatte Macht, Vollmacht, er entschied, was und wann und wie viel sie zu essen bekamen oder nicht. Er entschied darüber, in welches Gefängnis oder in welchen Gefängnisraum sie kamen, ob sie in den Block kamen oder nicht. Er hatte Macht über Folter. Wie viele hatte er vielleicht schon abgeführt zur Hinrichtung? Und wenige Stunden später derselbe Mann. Er führt die beiden mitten in der Nacht aus der Gefängniszelle in seine Privatwohnung, wischt ihnen die Striemen ab, deckt ihnen den Tisch und lobt Gott. Ich sage mal so, ein Tyrann wird zu einem Krankenpfleger. Auch eine Story, hä? Vom Tyrann zum Krankenpfleger. Vom Gefängnisaufseher zum liebenswürdigen Gastgeber.
Vom gefühllosen Mann zu einem mitfühlenden Freund. Das gibt es ja eigentlich nur im Film. He? Walt Disney oder so. Und hier, das ist eine wahre Geschichte und millionenfach ist das erfahrbar. Millionenfach. Und ich frage noch einmal, wie ist das möglich? Und es gibt nur eine einzige Antwort. Nur eine einzige Antwort. Und das ist die alles überragende Antwort. Und die gilt jedem Menschen, egal wie tief er sitzt, egal wie er erschüttert ist. Die Kraft des Mannes, der den Namen Jesus Christus trägt. Das ist alles. Also zwischen diesen zwei Polen, dieser totalen Veränderung, da steht der Name und sein Evangelium. Die sagen ihm ja, glaube an den Herrn Jesus, als er jetzt am Ende war. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm. Das veränderte alles. Und da soll mir einer sagen, das Evangelium oder die Bibel sei Quatsch. Das Wort Gottes fasst das zusammen in einem Satz oder in einem Vers, 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Zack. Wie ein Lichtschalter, den man anknipst. Revolution der Herzen oder Reformation der Seele oder Erdbeben der Gefühle. Oder Umformung von Festgefahrenen, Neugestaltung von Erstarrtem, Veränderung des Lebens durch Jesus Christus möglich. Er kann es auch heute noch, glauben Sie das? Wie heißt es? Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hat er noch die Macht? Er, der einst Wasser in Wein verwandelte, Fluch in Segen, der versprochen hat für die Zukunft, siehe, ich mache alles neu. Bei seinem Tod spalteten sich Felsen, der Vorhang zerriss. Bei seiner Auferstehung, da kam ein Erdbeben, ich bereite mich gerade für eine Beerdigung vor. Und ich habe die Stelle ja auch schon wieder 100-mal gelesen wahrscheinlich, aber ich finde das so faszinierend und dann stellt man sich das immer so schön vor. Ja? Dieser Engel, der da war, so eben diesen schweren Stein, die Frauen machen sich noch Gedanken, Mensch, wie kriegen wir den Stein da bloß weg? Den haben vielleicht 4, 6, 7 Soldaten dahin gewälzt. Wie kriegen wir den Stein weg? Und die kommen da an und der ist schon lange weg. Ja, da kam mal eben ein Engel und hat so gemacht. Und das finde ich so überragend. Und da frage ich mich, warum steht das so in der Bibel? Die Bibel ist ein schönes Buch. Setzt sich doch der Engel oben auf den Stein? Kann man so richtig vorstellen. So. Na ihr? Ja. Stein, Macht, Verschlusssache. Aus, vorbei, hier kommst du nie mehr raus. Keine Chance, keine Hoffnung, Finsternis. Und Gott macht so und triumphiert über den Tod, über den Teufel, über alles, was uns erschüttern will. Und er wird das letzte Wort haben. Und wenn er wiederkommt, der Herr Jesus, hier, das ist eine Vorschattung, wie eine prophetische Vorschattung. Da wird die Welt erschüttert. In den letzten wahrscheinlich 7 Jahren, in der Zeit der Offenbarung, wird die Welt erschüttert, wie sie noch nie erschüttert worden ist. Aber für was? Für eine Neugestaltung. Der Nahe Osten wird gerade erschüttert. Für was? Für etwas Neues, das Gott schafft. Gott ist am Wirken. Menschen, die jeden Winkel der Nacht kannten, sind zu Persönlichkeiten des Lichts geworden. Spötter, Flucher, zu Betern. Und das vom tiefsten Punkt, das ist ja auch ergreifend, vom tiefsten Punkt des Unglücks wird dieser Mann mit einmal zum höchsten Gefühl der Glückseligkeit geführt. Wieder der nächste Gegensatz. Das ist doch eine Botschaft für unsere beladene, schwermutbeladene Welt, ja? Europa, Westeuropa, Schweiz, Deutschland. Die Suizide nehmen doch drastisch zu oder sind hoch. Ob sie zunehmen, weiß ich nicht, aber sie sind zumindest hoch im Vergleich.
Und da heißt es hier, Apostelgeschichte 16, 27, nächster Gegensatz. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Und dann Vers 34. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte. Andere Übersetzungen sagen, freute sich. An Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Das ist gewaltig, ja? Da will er sich noch umbringen, Selbstmordgedanken. Und auf einmal ist er in der größten Freude und Glückseligkeit. Alles durch einen Mann, durch einen Namen, durch ein Evangelium möglich. Ich habe den Mann versucht, ein bisschen zu beobachten oder einzuschätzen. Was meinen Sie, was hat der für einen Charakter, der Kerkermeister da? Gefängnisdirektor vielleicht, würde man heute sagen, ja? Oder Gefängniswärter. Was hatte der für einen Charakter? Was meinen Sie, wenn man seine Geschichte liest? War er ein harter Typ? Denke schon, er war nicht umsonst Gefängniswärter in der damaligen Zeit, ja? Wo Rom regierte. Und er machte sich da auch kaum große Gedanken irgendwie, die auch gleich in die Tiefe des Gefängnisses und in einen Block zu sperren. Gleichzeitig denke ich, er war aber auch Familienmensch, könnte ich mir vorstellen. Er war Familienmensch, ihm ging es auch um sein Haus, um seine Familie. Die lag ihm am Herzen. Also auf der einen Seite ein sehr harter Mensch, vielleicht ein Tyrann, Folter gewohnt, auf der anderen Seite ein Familienmensch. Das ist ja das Brutale gewesen damals im, wie hieß es, Dritte Reich, ja? Ich habe das gelesen mal in Berlin in einem Museum. Da waren Leute, da waren Aufseher in KZs, Offiziere, die konnten die brutalsten Sachen machen mit den Gefangenen. Und dann gingen die nach Hause und haben Weihnachtslieder gesungen mit ihren Kindern. Oh, du Fröhliche! Oh, du Selige! Und keiner hat das gemerkt, keiner hat gewusst oder ja, nicht richtig gewusst, was die tagsüber machen. Und wenn die nach Hause kamen, waren die ganz anders. Familienmenschen. Und doch Tyrannen. Ich denke auch, dass dieser Mann, vielleicht war es trotz seiner Stellung oder vielleicht auch gerade wegen seiner Stellung, ich denke, dieser Mann war von Angst beherrscht. Ich glaube, der hatte Angst, obwohl er nach außen so hart war und wie gesagt tyrannisch und ja, ein Foltermann, war er doch im Herzen auch weich, ganz weich und hatte Angst. Das sieht man. Also als die Stadtoberhäupter da ihm gesagt haben, warfen sie ihn ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Und er hat sofort reagiert, oh, wenn das mir die Stadtoberhäupter sagen, also da muss ich gehorsam sein, ja. Und er schloss sie in das Innerste des Gefängnisses und ihre Füße in den Block. Also der Mann hatte irgendwie Angst vor dem Versagen, Angst hatte er davor etwas falsch zu machen, Angst, Ehrfurcht, heilige Ehrfurcht vor die ihm vorgesetzt waren. Und nachher, als da alles erschüttert wurde und das Erdbeben kam, ja, und die Türen aufgingen, da hatte er Angst, versagt zu haben. Jetzt habe ich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, obwohl ich mich ganz eingesetzt habe und das Beste versucht, das habe ich doch versagt. Er fühlt sich schuldig. Und da will er sich das Leben nehmen. Ich denke mir, es geht ganz vielen Menschen so. Die sind so von der Angst beherrscht. Ich muss doch meinem Vorgesetzten, ich arbeite Tag und Nacht, damit ich meinen Vorgesetzten gefalle, dass ich bloß nicht gekündigt werde, dass wirklich alles gut geht. Und dann trete ich vielleicht sogar noch die rechts und links, die trete ich sogar noch neben mir nieder, nur damit ich gut dastehe. Und dann wird er vom tiefsten Punkt seines Lebens zur höchsten Glückseligkeit geführt. Aber zuerst muss dieser Mann, der muss ganz unten ankommen. Tiefer ging es nicht mehr. Seine Ehre, sein Stolz,
Seine Macht muss gebrochen werden. Wir haben es heute Morgen in den Losungen gelesen, ne? Vor dem Fall kommt der Hochmut und der Stolz. Und dann geht es bergab. Gott brachte diesen Mann, diesen stolzen Mann dazu, dass er an den Rand der Verzweiflung kam. Er brachte den Mann, der über Gefängnistüren wachte und Macht besaß, zu der lebenswichtigen und demütigen Frage. Der musste ja ganz runter. In dem Moment hatte er ja keine Ausreden mehr. Er konnte sich auf nichts mehr berufen. Er konnte nur noch schreien. Und das war nicht einfach für ihn, denke ich. Was muss ich tun, liebe Männer, um gerettet zu werden? Da begann Gott. Es war plötzlich die wichtigste Frage seines Lebens. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wohl dem, der diese Frage hat. Wenden wir das mal an. Vielleicht was ist in ihrem Leben los? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Gott sie in Mark und Bein erschüttert. An die Existenz des Erträglichen gebracht, sie in ihre Ehre gedemütigt. Nachts wachen sie auf und haben Angst und Furcht und Sorge vor dem kommenden Tag, der kommenden Woche, vor all dem, was bevorsteht, der nächsten Besprechung. Sie sagen, meine Möglichkeiten sind erschöpft. Was kann ich denn noch tun? Ich sehe keinen Ausweg mehr. Alles ist ein Entsetzen geworden, ein Aufschrei. Man ist ganz unten angekommen, hat alles verloren oder man ist dabei, alles zu verlieren. Und vielleicht beschäftigt sich der eine oder andere sogar damit, aus dem Leben auszusteigen. Das wäre doch in meiner Situation das Beste. Ja, wenn Gott im entscheidenden Moment alles zerschlägt, dann sind wir ganz arme Leute, ne? Dann sind wir ganz, ganz arme Leute. Dann sind wir plötzlich Bettler. Wir waren noch stolz und wir hatten noch Position und wir hatten noch Meinung. Und auf einmal kommen wir ganz unten an und können nur noch schreien. Wir können nur noch zwei Dinge tun. Entweder wir nehmen das Schwert oder die Pistole oder den Strick oder aber wir rufen Jesus Christus. Jesaja sagt in 65,5: In deinen Augen sind wir unrein geworden, selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Hier und da begegnen einem Menschen, die immer auf ihre Selbstgerechtigkeit pochen, wie gut sie doch sind. Und was sie doch alles ertragen haben im Leben. Und was sie doch alles gut gemacht haben und was andere eben nicht so gut gemacht haben. Und wie Gott sie hier und da gebraucht hat und wie liebenswürdig sie waren und gastfreundlich und den Nachbarn geholfen haben. Diese Menschen tun mir eigentlich leid, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Die wissen gar nicht, was Sünde ist. Die haben sich im Licht Gottes noch gar nicht gesehen. Wer sich im Licht Gottes sieht, wie dieser Kerkermeister hier, der auch stolz gewesen war, der wird auf einmal erkennen, Mensch, selbst meine guten Werke sind ja vor dir wie ein schmutziges Kleid. Was bleibt dann noch? Wenn meine guten Werke schon schmutzig sind, was sind dann die schlechten Werke? Die stinken ja zum Himmel. Das sind wir vor Gott. Und das muss er uns zeigen. Das muss er uns zeigen. Damit wir rufen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich habe nichts mehr, worauf ich mich noch stützen kann, worauf ich mich noch berufen kann. Und dann merken wir auch, dann ist Gottes Handeln ist nie sinnlos, nie sinnlos. Er tut nie etwas ohne Grund. Er tut nie etwas oder lässt nie etwas in unserem Leben zu oder erschüttert uns, um uns nicht auf ein neues Fundament zu führen, auf unerschütterliche Dinge. Ein besseres Fundament, Jesus. Und darum ruft Paulus, er ruft diesem Gefängniswärter zu, in seiner großen Not, tu dir kein Leid an. Es gibt keinen Grund dafür, auch wenn du jetzt noch so tief gesunken bist. Zuerst haben sie gesungen um Mitternacht.
Und alle im Gefängnis hörten zu. Naja, das mussten sie ja auch, ne? Das konnten ja nicht weg. Und dann antwortet Gott. Ihr Zeugnis ist wichtig. Ihr Zeugnis in ihrem Leid, wenn sie Christ sind, Christin sind, ist ganz, ganz wichtig. Menschen, die durch Nöte gehen, durch Tiefen gehen, die werden beobachtet von anderen Menschen und dann sehen die das und dann sagen die, Mensch, wie der da oder die damit umgeht, wie in dieser Not, in diesem Leid, das reizt die dann auch, gläubig zu werden oder ist ein Reden für die Gnade Gottes und für den Glauben, ja, den man hat. Ist nie sinnlos. Und wenn Sie sagen jetzt, hör mal du da oben, was geht mich das eigentlich alles an? Ich bin kein Kerkermeister, mir geht es gut, ich bin jung, ich habe Kraft, ich stehe voll im Saft. Ich habe eine gute Ausbildung, ich verdiene einigermaßen gut Geld, ich kann in Ferien reisen, bin gesichert. Ja, ich möchte Ihnen den Tag jetzt nicht vermasseln, ne? Aber ich kann Ihnen versprechen, ich kann Ihnen prophezeien, das wird nicht so bleiben. Irgendwann werden Sie gewaltig erschüttert. Irgendwann, jeder von uns, wird seiner Mitternacht entgegengeführt. Und wenn wir dann keinen Halt haben, als letzter Punkt, der kürzeste Weg vom tiefsten Unglück zur höchsten Glückseligkeit. Der kürzeste Weg. Keine langen Therapien, Formen und Rituale. Der kürzeste Weg. Was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Und dann habe ich das verglichen mit uns Menschen, ja. Menschen haben sich ihre Wege ausgedacht, um in den Himmel zu kommen. Diese Wege sind allemal, egal wo Sie hinschauen, die sind immer lang. Die Wege, die sich der Mensch ausdenkt zur Rettung seiner selbst, sind immer beschwerlich, sind immer an Bedingungen geknüpft. Da werden Dogmen festgelegt, kaum erfüllbare Vorgaben gemacht, die man erreichen muss. Der Weg ist unendlich lang und unendlich schwer, in den Himmel zu kommen. Das Judentum zum Beispiel hat seine Gesetze, Vorschriften, Überlieferungen und Rituale. Und wehe, sie verpassen mal eins. Die machen sich Zäune um Zäune und wieder noch mal einen Zaun darum, damit da nur immer ein Zaun, wenn er kippt und das Zentrum noch erhalten bleibt. Und darum Gesetze über die Gesetze, noch mal ein Gesetz darüber. Wir waren kürzlich in Israel und dann standen wir da auch in einem Stau, es war so stockender Verkehr mit unserem Reisebus und dann vor uns ein kleines Auto und da saß ein religiöser Jude drin und plötzlich dann springt der aus dem Auto raus, macht hinten den Kofferraum aus, holt sich eine 1,5 Liter Flasche Wasser da raus und springt wieder in sein Auto und der Busfahrer war schon am Hupen, andere waren schon am Hupen, Mensch, mach doch mal vorwärts. Und dann haben wir den später überholt. Und dann sahen wir erst noch, dann kurbelte das Fenster runter und dann nahm er die Flasche Wasser und schüttete auf die eine Hand und mit der anderen dann auf die andere Hand und machte sein Ritual des Händewaschens, der Reinigung, ja, vor dem Gebet. Alles während dem Fahren. Der hatte gar keine Hände mehr am Steuer. Und dann haben wir nachher überholt, ja. Und dann saß der da mit seinem Gebetsbuch vor dem Lenkrad beim Fahren. Ja. Gefahr hoch 3 für alle anderen Autofahrer. Aber ich muss ja mein Ritual erfüllen. Es ist ja jetzt Zeit. Ich muss das machen. Ich muss auf die Uhr gucken. Und wehe, ich mach's nicht. Die Kirchen,
Ihnen reicht ja nicht die Gnade. Nein, sie brauchen Sakramente. Sie brauchen noch Gebote, sie brauchen Werke, Selbstgerechtigkeit. Der Islam, ohne seine 5 Hauptpflichten, Glaubensbekenntnis, rituelles Gebet, Armengabe, Fasten, Pilgerfahrt nach Mekka, keine Chance. Buddha, ich lese mal vor, entwickelte den edlen 8-fachen Pfad als Anleitung zum Gewinn der Erlösung, die dann ins Nirvana einmünden soll. Also ein 8-facher Pfad, der ins Nirvana führt. Und wissen Sie, was das Nirvana ist? Das Nirvana ist kein Wirrwarr, da ist nämlich gar nichts mehr. Nirvana ist die vollkommene Auflösung deiner selbst. Da existiert nichts mehr. Nennen Sie das Hoffnung? Und das erreichen Sie nur über den 8-fachen Pfad. Und wenn Sie das nicht schaffen, dann kommen Sie als Mücke zur Welt oder als Elefant oder als Tiger oder als Ratte. Oder als Huhn und landen dann auf dem Speiseplan. Ja. Und dann werden Sie wieder von Neuem geboren. Ja, klar, wir lachen darüber, aber das ist eigentlich tief traurig, ja. Oder dann hier Konfuzius, habe ich nachgelesen. Jetzt hören Sie mal, wie kompliziert das ist. Das höchste Ziel sah er darin, den richtigen Angelpunkt zu finden, der das sittliche Wesen mit der allumfassenden Ordnung der zentralen Harmonie vereint. So, jetzt wissen Sie, was Erlösung heißt. Konfuzius sagte, zum Weg des Edlen gehört dreierlei, aber ich bewältige es nicht. Richtiges Verhalten zu anderen Menschen, das befreit von Sorgen. Weisheit, sie bewahrt vor Zweifel. Und Entschlossenheit, sie überwindet das Unrecht. Können Sie da irgendwie was Logisches erkennen? Ich auch nicht. Das sind die Wege, die langen, weiten Wege der Menschen zu Gott. Wie einfach ist doch dagegen der Satz: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Du und dein Haus. Amen. Ne? Ist noch nicht Amen. Also ich meine, ja. Die Abdankung kommt noch. Also 10 Minuten. Das ist es ja. Gott macht uns das Ungreifbare greifbar, das Unendliche nah, weil Jesus das ja alles für uns getan hat. Diesen langen, weiten Weg zu Gott, den hat Jesus uns nahegebracht. Darum brauche ich nur Jesus, um zu Gott zu kommen. Und wenn Sie meinen, ja, aber da ist auch noch meine Gerechte und so, dann glauben Sie das nur. Werden Sie nie ankommen bei Gott. Nie. So nie. Gott akzeptiert keinen anderen Weg als seinen Sohn. Also, Gott macht das Ungreifbare greifbar, das Unendliche erreichbar, indem er alles auf ein Wort reduziert. Glaube. Aber nicht an irgendwas, sondern an Jesus. Und diese Gnade, die verändert dann wirklich das Leben. Und die kann dann auch das Herz jubeln lassen. Ne? Ich habe noch eine Geschichte, die ich Ihnen vorlese. Ein Mann, es berichtet einer, Bennett, irgendein Bennett heißt er, der berichtet das über einen Bekannten von sich. Und er schreibt, ein Mann sah keinen Sinn mehr in seinem Leben, nichts bereitete ihm mehr Freude. Er hatte sein Glück in allem ausprobiert, aber keine Erfüllung gefunden. Die Verzweiflung wurde noch größer, als er sich die Weltlage vergegenwärtigte, die ihm bedrohlich und furchterregend erschien. Er hatte den Eindruck, dass es keinen Ausweg mehr gab.
Mit finsterer Entschlossenheit lud er seine doppelläufige Pistole, hielt sie sich an die Schläfe und spannte den Haken. Nur noch einen halben Zentimeter vorm Vergessen, dachte er, dann wird meine Qual für immer vorbei sein. Im Bruchteil dieser Sekunde, wie es passierte, weiß er bis heute nicht, wechselte das Fernsehprogramm. Er wurde sich bewusst, dass er plötzlich einer Botschaft aus der Bibel lauschte, die ihm eine Zukunft der Hoffnung anbot. Ganz allein im Zimmer fiel er, als Mitternacht herannahte, vor dem lebendigen Gott auf den Boden und bat um Vergebung und Gnade. In wenigen Augenblicken wurde durch die Macht Gottes das Leben eines Menschen radikal verändert. Die Bibel sagt, Gott ist der Gott aller Gnade, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. In ihm werden Türen aufgesprengt, Jesus Christus, Leben verändert, wird man in die Freiheit geführt, vielleicht vorher erschüttert. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, sagt Römer Kapitel 3. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Hat dieser Mann hier erlebt. Das war bestimmt kein einfacher Mann. Und nun, als Schluss Fragen, ist es Mitternacht in Ihrem Herzen? Hat Sie vielleicht ein Erdbeben heimgesucht? Sind die Grundfesten Ihres Lebens erschüttert? Haben Sie Angst? Von Angst umgeben? Sie wissen nicht mehr, was Sie tun sollen? Vielleicht spielt der eine oder andere sogar schon einmal mit dem Gedanken, Mensch, ich glaube, ich steige aus. Wenn Sie so zerbrochen sind oder auch nicht, dann lassen Sie es zu einem neuen Aufbruch kommen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und er freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Etwas Besseres kann es nicht geben. Amen. Und noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du die Macht hast, dass wir in unserer Mitternacht singen können und danken können. Und dass du die Macht hast, zu erschüttern, um dann auch zu heilen. Und dass du durch Jesus Christus, deinen Sohn, das Größte vollbracht hast und uns in deinen Himmel holst und uns Hoffnung aufschließt. Danke, dass wir das wissen dürfen im Blick auf unsere Weltgeschichte, Herr, im Nahen Osten oder auch überhaupt weltweit. Durch die vielen Erschütterungen, endlich wirst du kommen, Herr, und Frieden und Freude bringen. Wir bitten dich für die kommende Woche, Herr, für alle Aufgaben, die auf uns zukommen, auf jeden von uns, Fragen, die zu beantworten sind, Arbeiten, die zu überwältigen sind, zu bewältigen sind, familiäre Dinge oder berufsmäßig, Dienste. Du bist unsere Kraft und unsere Freude. Herr, erhalte uns. Wir scheuen das Leid. Ich scheue das Leid. Halt uns fest, Herr. Wir danken dir dafür. Amen.